Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in den Kommentaren, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 21. Ditmaal nog wat davon, wo Mexikaner ihre Fracht mit Burro, Müller, Pferd und Ossen fortgeführten. Und auch noch wat davon, was Mennoniten mit Burros und Müllers getan haben in der Zeit, als wir in Mexiko abwassen. Ab der 233. Seite in dem geschichtlichen Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko ist ein Bild, wo beweist, dass wenigstens ein Mexikaner in Cuauhtémoc 1951, für dem diese Stadt eine Wasserleitung längs ihrer Gassen hat, das geschafft hat. Er hat eine 200 Liter Wassertann auf seinem hohen zweirädrigen haltenden Wagen, den zwei Burros trocken, und das Mann holt damit den ganzen Tag immer weiter die Tann voll Wasser von dem Staatsbaum und fuhr dann die Gassen der Länge und verkauft einen Nober einen Eimer voll Wasser, ein anderer mehr Eimer voll, dann aus jeder einer braucht oder kaufen kann. So ein Geschäft haben einige Mexikaner in Cuauhtémoc vor vielen Jahren gehabt. Da sind auch Bilder in unserem geschichtlichen Bilderbuch, von wo einige mexikanische Kleinfarmer ihre Burros damals auch noch brauchten, ihre Schaukel oder Maisarend noch mit Hand tragen. Ab Seiten 26, 61 und 62 sind auch Bilder von, wo mexikanische Kleinfarmer ihre Arend noch mit Hand führten, mit ihren Ossen. Einige Mal werden auch lange Karawanen von so einer fuhren, wo der lang weg ist. Ein Bild weist sogar, dass Mexikaner auch verstanden, zwei Müllers und zwei Ossen taub zu brocken zum führen. Und dann sind in diesem Bilderbuch ab Seiten 60, 94, 143 und 158 verschiedene Bilder von, wo Mennoniten, Männer, Jungs und sogar Mädchen in jener Zeit allerhand Spaß gehabt haben mit den Mexikanern ihre Burros. Dort Bild ab der 143. Seite weist, wo die viele von uns bekannte Enrique Wieb von Cuauhtémoc, als er noch in Steinbach bei seiner Mutter in Stiefvater wohnt, auf einem verarmt viel zu kleinen Burro hat fotografieren lassen. Und ab der 94. Seite ist das Bild von, wo Omtje Obram Ernst und sein Freund Clayton Blair von Kanada sich in Niehorst ab zwei Esels haben fotografieren gelassen, als das Mann an dort besiegen gekommen wäre. Wer in Chihuahua von 1922 bis 1950 oder so abgewachsen ist, in das geschichtliche Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko noch nicht haft, die kann dort leider nicht mehr kaufen, denn die sind ausverkauft. Aber die können sich dort vielleicht mal von wem liehen, und da werden sich allerhand Erinnerungen trägt in Gedächtnis raupen. Denn diese Bilder können an uns sehr viel gute Erinnerungen wackerraupen. Man kann an sich, wenn man diese Bilder besitzt, mit viel Vergnügen verschiedene Erfahrungen trägt und Gedächtnis raupen. Wenige von unseren Mennoniten haben in Chihuahua mit Esels gefahren. Aber ich weiß noch, dort bei uns in Blumenort eine Jakob-Wielasch-Familie wohnt. Die hatten ein Esel fertig. Und an dem Dorf Kartitz waren eine Panasch, die fuhren auch mit Esels. Müllers haben auch mal wenige Mennoniten gebraucht, aber doch mehr als Esels. Ab Seite 67 im Bilderbuch ist dort 5 gespannt für einen Mennonit seinen Ploeg, 2 Müllers und 3 Pferd. Und ab Seite 85 weist ein Bild,
dort oberum Schmerten in Scheinburg auch Müllers und Pied taub gebraucht haben. Und nu eine Geschichte von einem Sonntag-Nachmittag im Fahrjahr 1952. In den 1950er Jahren treiben sich im Bustillos-Tal in Chihuahua al lang nicht mehr so viel von den Mexikanern Rinder, Pied, Müllers und Burros auf den Mennoniten im Land rum. Und die Mennoniten Jungs wären in dieser Zeit auch all nicht mehr sehr interessiert, mit den Burros rum zu reden. Aber unsere Mutter, Bruder Cornelius Ernst und seine Frau von der Hague Reserve in Saskatchewan kamen. Ich glaube, dass wir im Fahrjahr 1952 mal nach Chihuahua, Mexiko, um ihre Geschwister und Freunde dort zu besuchen. Und als Cornelius Ernst und Mutter ihrer andere Geschwister an einem Sonntag bei uns gekommen wären, dann wären wir Geschwister da auch mit unserer Familie angekommen. Als wir an diesem Sonntagmittag gegessen haben und die Männer an diesem scheinen Fahrjahrstag Büten, Stunden verteilten, dann seht Onkel Cornelius zu meine jüngeren Brüder, wo noch Tüß bei der Älteren wären. Ich habe einem von meinen Großsehens versprochen, ich war mir in Chihuahua auf einem Esel absaten, wo davon ein Bild nehmen loten und ihm dort bringen, wenn wir von unserer Spazierreise zurückgekommen sind waren. Aber ich weiß nun nicht, wo ich dort zustande bringen kann, dass ich so ein Bild hier merken kann. Ich habe wohl meine Kamera mitgebracht, aber dort ist alles. Aber wo ist ein Esel? Ich habe keine Idee, von wo oder wo man einen Esel dort liehen kann. Wird die Jungs mir damit helfen können, sodass ich mein Versprechen holen kann und meinen Großsehen ein Bild bringen kann, wo ich auf einen Büro satt? Ein paar von meinen Brüdern übernehmen sich dort, für Onkel Cornelius einen Büro zu sägen und noch eins zu holen. Aber sie mussten doch all sehr sägen da noch, wo sich noch ein Herdje Esels rumdreif. Aber mit der Zeit fangen sie ein Herdje Büros, greifen einen von die und brachten unserem Onkel Cornelius den bei unseren Eltern auf dem Hof. Als meine Brüder den Büro brachten und uns Onkel sah, dass einer von meinen Brüdern den reit, ganz ohne Sodel und ohne Taum, dann seht ich kann aber nicht auf diesen Esel abstehen, ohne dass er einen Sodel abhaft. Und ich war den auch nicht verstanden zu kontrollieren, ohne dass er einen Rietaum haft mit einem Rietail da an. Und dann holten meine Brüder Taum und Sodel aus dem Stall, taumten den Büro ab, läden ihm einen Sodel ab und stellten den für ihren Onkel an. Und dann fängt dort bei unseren Eltern an diesem Sonntagnachmittag viel Spaß zu geben. Aber ehe Onkel Cornelius überhaupt versucht, auf den Büro hinabzukommen, leitet sich von uns noch erst allerhand alldagsche Kleider, Strohhut, Jack und andere Sachen bringen, so viel, was dort Geschüppchen noch war, wo er angetroffen war oder wo er aussah. Und dann will er sich versichern, auf den Esel hinabzusaten. Aber über all diesem hat Onkel Jakob, der jüngste von Mutter ihrer Brüder, sich all hinabgesat und versucht, sein Bastard so ein bisschen aufzuwiesen, wo braucht er noch wir. Ich weiß nicht mehr, wer mit Onkel Cornelius seine Kamera angestellt war, Bilder zu knipsen, aber seine Kamera fängt an zu knipsen. Aber als Onkel Cornelius endlich reit geworden war, als er dachte, dass er mexikanisch genug aussah, dann versuchte er, auf dem Esel hinabzukommen. Wir dachten übrigens gar nicht, dass uns Onkel sehr mexikanisch aussah, aber bloß übermoten alldags und geschüpsch. Aber das wäre ja auch nicht wichtig, was wir von ihm dachten, aber was er von sich selbst dachte. Und er dachte, er sah an seine Kleider mexikanisch aus. Und als er so weit reit feilt, dann brachte er dort mit ein bisschen Hilfe von uns auch vor dich, auf dem Büro hinabzukommen.
En dan knipt de camera zeer je niet. Wanneer ik je over de radioloftwalen wat van deze beelden wijzen kan, dan wil ik dat jeden doen. Als dit aan deze zondagnamiddag alle hoop al veel spoos gegeven had, voor ons alle, dan wil ons vader zich met eenmaal ook nog op dem bureau op zaten. Maar die weer zo rond en zo schwer, dat wel buiten een grote gelaag niet recht wat geven. Ook met hulp van zijn jongens nog niet. Met de tijd aber zat hij ook ganz brav op dem bureau en vrede zich, zo zag dat wenigstens, dat de camera nog film had, zum arm ook nog knipsen. Des ezel oder bureau brukt aan diesem dag namiddag, aan diesem zondagnamiddag, aber zes niet veel wat doen, zum dem vielen Spaß merken, als sich dat gefallen laten, dat immer noch ein Aula angeschickter Mann, dat entweder selbst noch mit vielem Verseken vor dich bracht, sich ab Armen abzusaten und war da raufzustehen, oder dat ein Sohner ab Arm en abgeholpen und war da raufgeholpen ward. Drüben musste das Bureau hanen war da mal einen Aulen Mann und kartet eins hier ab unserem Hof. Aber meistens werden diese Umtjes zufrieden mit Arm, wenn sie ab Arm wenigstens so lang setzen können, bis Bild genommen wird. Ich glaube ganz bestimmt, dass, wenn ein Bureau überhaupt was von Spaß verstehen kann, dann muss das Bureau sein, wo mehr Spaß gesehen hat bei den Mennoniten in Chihuahua als alle anderen Bureaus in ganz Mexiko. Das gibt wohl noch Bilder von dem vielen Spaß an diesem Sonntag, aber das ist einfach schade, dass das damals nicht alle mit einem Movie-Kamera abgenommen worden ist. Das können unsere Jähren was Zeit vielleicht sogar einen Preis gewinnen bei Amerikas Funniest Videos. Wenn ich nu zurückdenke an, wo wir damals von unserem Vater und von unseren Onkels dachten, dass sie alt wären, und dann nu zurückdenke, dass uns jüngster Onkel Jakob A1 1952 noch mal 52 Jahre alt war und uns Vater 59, dann verstehe ich von der gar nicht, wo wir von an damals aus alle Umtjes gedacht haben können. Aber so ist das am Leben. Wenn die Mexikaner los herumdrieben, das Vieh in den Vorjahrmonaten allang fast nichts mehr zu fressen gefunden hat, dann krepierten manchmal viele von ihren Tieren, hungerten einfach tot. Und nicht mal krepierten viele von so Tieren, was sich selbst ihr Futter sägen mussten auf die mennonitischen Siedlungen, aber auch auf die großen, angetiente Weeslandflächen von der großen Viehranger, wo auch nichts mehr zu fressen war. Ich erinnere mich daran, dass besonders in den Vorjahrmonaten von 1951, 52 und 53, als es in Chihuahua so bütergewöhnlich dreig war, sehr viel Kadaver von totgehungerten Tieren überall rumlagen. Wir Mennoniten da jähen, wenn wir wussten, dass wir nicht genug Futter angeahnt hatten, um all uns Vieh durchfordern zu können, und auch nicht Geld hatten, um dir das Futter zu kaufen, dann verkauft wir so viel von unserem Vieh, dass wir die ewige am Leben holen können. Übrigens deuten dort auch viele Mexikaner so. Sehr viele, aber nicht alle mexikanische Kleinfarmer leiden der Vieh einfach tothungern. Duizenden von den Mexikanern Tieren sind in Chihuahua in diesen Anfangs 1950er Jahren einfach totgehungert. Nicht mal von den Kleinfarmer ihrem Vieh, wo sich das Futter selbst sägen muss, von Mitte November oder Anfangs Dezember bis am Mai, aber auch von den großen Viehranger wo in den Winter- und Vorjahrmonaten immer von dem Drehengras auf ihre großen Weesländer leben mussten. Da lagen hier und da im Mai-Monat auch in anderen Jahren manchmal Kadaver von totgehungerten Tieren auf den mennonitischen Siedlungen in Chihuahua. Aber keinmal Eier so viel als 1951, 52 und 53. Dann lagen da im Mai- und Juni-Monat überall Kadaver
Karpers van doodgehongerde Pferd, Müllers, Esels en Rinder. In de jaren van 1951 tot 1954 worden aber ook zeer veel van de Mennonieten ihre grote arbeidspied en ook vele van de Mexicanen ihre boeros en pied te heinavoeder verarbeidet. Zo'n tieren aan de voedermerken te verkijpen, dat geeft niet de reden wie het geld, aber dat spoort de buurders veel geld, want ze voor deze arme vast onnutzbaar gewordene tieren niet meer die het voederkijpen brokt. De meeste mennonitische buurders waren vrouw, want zij ihre arbeidspied, wonen aan zo teruggediend hadden, bij de zware landarbeid, voor wenige pesos los worden kunnen en niet zelfs opmerken brokten. Aber einige Buurders schauten met einem bedreckten Hort ihre oud gewordene Pied dood. Als mijn Schwiegervater ook een oude Pied aufstonen wil, om dat niet meer verder te brokken, dan slacht wie, mijn vrouw en ik, dat Pied, kookten dat vlees en maken heinavoeder daarvan. Zo deden dat ook einige andere Buurders. De modernisering en de Mennonieten ihre landarbeid in Chihuahua had al aangevangen in de late 1930er jaren en neem in de 1940er jaren al zeer toe. Aber nichts heeft damals in de 1950er jaren zoveel daartoe bijgedragen dat ook van zo'n mennonitische vormen wonen wat daar nog geen modernisering waren, de grote arbeidspied aufstonden en ook tractorskaften en brokten voor de landarbeid als de grote drie, de drought van 1950 tot 1953. En niets heeft zoveel daartoe bijgedragen dat zoveel van onze Mennonieten aanvangen van Mexico terug naar Canada te trekken als deze rij van 3 jaren. Wat is er nog? Wat wie, die we in Mexico in de 1930er en 40er jaren abgewassen zijn, ons zelfs nog mal wieder zullen verzekeren terug in het gedächtnis te roepen en onze kinderen en grootkinderen wat ervan te vertalen. Ik geloof, er zijn nog vele zaken in onze jongeren leven geweest, wonen bij ons over de jaren zo zeer geändert hebben, dat we met een gewissen recht daarover meer nadenken, wanneer we alle geworden zijn. En van die we in onze oudere jaren feilen, dat we uit gewissen plicht oder schuldigheid tot onze kinderen en grootkinderen daarvan reden zullen. We zijn dat hier in Canada zum Beispiel al zo zeer gewöhnt geworden, dat we, wanneer ons dat aan wat fehlt, früher en Mädchen, Männer en Jungs, dann go wie oder vor wie uns dort einfach kijpen und dann haben wir dort. Dort wir dort hier so daunen, dort hier bei uns in Kanada nu einfach alto unsere Kultur. Was kanadische Kultur ist, dort ist in vielen Hinsichten sozusagen auch unsere Kultur geworden. Aber dort wir damals, als wir in Mexiko auf eine mennonitische Siedlung abwassen, ganz anders. Hier brechen wir für das Mal wieder auf. Nächstes Mal noch wieder mehr von, wo viele Dinge mal bei uns in Mexiko wären, als wir da in den 1930er und 40er Jahren abwassen und wo so vieles in unserem Leben geändert hat. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel.